Ich bin Vita, du bist. Ich glaube nicht, ich war fertig. Hast du noch was? Ja, nichts Weltbewegendes, aber vielleicht so. Da sind noch Kleinigkeiten, die unseren Tag bereichern. Nur ein kurzes Danke sagen und dann geht's weiter. Der Reichtum unseres Lebens, kleine Sonnenstrahlen, die jeden Tag unverhofft auf unseren Weg fallen. Komm, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Nochmal Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Die Welt ist wunderschön, wunderschön, wunderschön. Also komm, schrei es heraus, sei doch mal laut, du bist dankbar, ja, dann zeig es doch raus. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Kannst du es nochmal sagen? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Die Welt ist wunderschön, wunderschön, wunderschön. Also komm, schrei es heraus, sei doch mal laut, du bist dankbar, ja, dann zeig es doch raus. Schrei es heraus, sei doch mal laut, du bist dankbar, ja, dann zeig es doch auch. Wow, tolles Lied, hä? Die Gruppe Lila, hä? Warum Lila? Warum Lila, ja? Ja, das heißt Erzähl's uns. tatsächlich. Der Name ist ganz speziell, wie der zustande gekommen ist. Es reihen sich schon Mythen herum, aber sie geben es einfach nicht preis. Ich habe mit den Jungs mal Kontakt aufgenommen. Ich will sie wirklich mal ins Bibelmobil einladen für eine Schultour, eine Woche mit diesen Jungs durch Österreich touren und auch dann eine große Veranstaltung zu machen, indem wir einfach auch dann Jesus in den Mittelpunkt stellen. Das ist die einzige Herausforderung, die Jungs wollen wirklich von der Musik auch leben. Das heißt, mir fehlen da gerade noch ein bisschen die Finanzen dafür. Aber wenn es dann soweit ist, dann freue ich mich riesig. Okay, also wer da etwas locker machen will, soll sich beim Bibellesebund melden und Absolut. Ein paar Coins sozusagen da hineinwerfen. Ja? Genau. Ja, ist sicher für eine gute Sache. Andi, erzähl uns noch mal ganz kurz, was dich bewogen hat, bewusst Christ zu sein. Oder warst du schon immer bewusst Christ? Ein bisschen provokant gefragt. Das ist eine spannende Frage. Ich habe mit 14 Jahren diese Herausforderung selbst wirklich sehr stark gespürt. Ich habe mich als Kind immer schon als Christ bezeichnet und habe nie so wirklich gewusst, was macht mich denn wirklich zum Christen. Jetzt reicht es zu wissen, ja, da gibt es Jesus, der ist für mich gestorben und ich glaube das ja auch irgendwie, aber ich habe gemerkt mit 14, es hatte dieser Glaube keine Auswirkung in mein Leben. Aha, und dort habe ich dann einen Punkt gesetzt, wo ich gesagt habe, ich will eigentlich auch in diese Richtung gehen, mein Leben danach zu gestalten. Und eines habe ich gehört, Jesus hat einen Plan, einen Weg für mein Leben und nach dem habe ich mich mit 14 aktiv ausgestreckt, angefangen danach auszustrecken, Jesus wirklich zu fragen, was willst du von mir, wo soll es lang gehen, aber versprich mir, dass es spannend wird. Du hast einfach ganz normal mit ihm geredet, wie du jetzt mit mir sprichst, oder? Ziemlich, ja. Ich war es schon gewohnt. Weil viele Leute, wenn sie meinen, dass sie mit Jesus reden, dann müssten sie irgendein Gebet sprechen oder etwas auswendig Gelerntes oder einen besonderen frommen Ton anschlagen oder so. Also meine Eltern haben da schon mir gezeigt, dass man mit Gott ganz klar und normal reden kann. Er will uns ja auch ganz klar und normal zuhören. Aha. Und natürlich ist es schön, auch eine Form zu haben und die gilt es auch zu wahren einerseits, aber andererseits kennt er unser Herz. Ich kann vieles ihm vormachen, er weiß es sowieso, wie es mir geht. Ja. Und es hat mich schon, dieser Weg war dann sehr, sehr spannend. Es ging dann ja in die ganze Welt mit mir. Und ich habe dann mit 18 gleich mal einen Abstecher in die Karibik gemacht, auf dem Schiff von OM. Und Moment, OM, was ist denn das? Ist das eine Automarke oder was? Ist eine Missionsgesellschaft. Die haben 2 Schiffe, mit denen sie eben verschiedene Häfen anfahren in der ganzen Welt. Da waren sie gerade in der Karibik und weil ich ja eine Handwerkerausbildung gemacht habe, haben sie mich dort brauchen können. Also ganz praktisch, meine Hände habe ich zur Verfügung gestellt und Gott hat mir da ein grünes Licht gegeben, würde ich heute im Nachhinein so sagen können. Okay, da bist du ein bisschen herumgekommen, hä? Ja, war schön. Noch einmal, wie lange warst du da bei Operation Mobilisation, so heißen die, gell? Ich wollte eigentlich länger als dieses halbe Jahr bleiben, was ich dann tatsächlich blieb. Aber danach ging mein Weg weiter nach England. Ich habe dort mit den Fackelträgern auf dem Schloss in Cape and Ray Hall gearbeitet. Das ist auch eine Missionsgesellschaft, die einen Tischler brauchten. Also da hatte mich Gott schon fix eingeplant.
Und so ging dann meine Reise weiter, auch über Spanien, um dann schlussendlich wieder im vorher schon schön zitierten Enstal zu landen und dort meine Frau kennenzulernen und Familie zu gründen. Okay, also Christsein scheint wirklich eine spannende Sache zu sein, gell? Absolut. Ja. Jetzt haben wir ja die Jamie Grace, eine ganz talentierte junge Sängerin, die auch eigentlich ein körperliches Leiden, Gebrechen hat. Aber man hört es nicht und man sieht es auch nicht. And it's written all over my face. Tell me, does it make me crazy? Well, maybe I got something that I can't explain, and the beauty of it never changes. It's got me wrapped up, I'm all caught up, I can't help but say I'm a God girl, that's who I be. From the top of my head to the soles of my feet. No, I can't deny it, wouldn't even try. I'm your girl in a crazy world. I'm a God girl, that's who I be. From the top of my head to the soles of my feet. I can't deny it, wouldn't even try. I'm your girl for the whole wide world to see. And when my ears start hearing what people say, hurry up, find love, 'cause time's ticking away. Well, I'm not being lazy, I'm just still waiting for the right boy, 'cause I only wanna listen to your voice. So I'll be listening, always listening to you every day, 'cause I'm a God girl, that's who I be. From the top of my head to the soles of my feet. No, I can't deny it, wouldn't even try. I'm your girl in a crazy world. I'm a God girl, that's who I be. From the top of my head to the soles of my feet. I can't deny it, wouldn't even try. I'm your girl for the whole wide world to see. Your name in lights, my biggest dream, my all in all, you're all I need. Hand in hand with the master of all creativity. And I won't stop until I know all my Facebook friends and foes look at me and only see one thing. I'm a God girl, that's who I be. From the top of my head to the soles of my feet. I can't deny it, wouldn't even try. I'm your girl in a crazy world. God girl, that's who I be. From the top of my head to the soles of my feet. No, I can't deny it, wouldn't even try. I'm yours. Oh, I'm a love girl, and I'll always be. From the top of my head to the soles of my feet. I can't deny it, wouldn't even try. I'm your girl for the whole wide world to see. Ja, das ist die Jamie Grace, God's Girl, und damit bringt sie zum Ausdruck, dass eigentlich ihr ganzes Leben hat sie Gott anvertraut und sie vertraut nur ihm, sie auch richtig zu führen, auch zum richtigen Partner, wenn es so sein soll und wann es so sein soll. Also von Scheitel bis zur Sohle, Kopfscheitel bis zur Sohle, ist sie einfach Gottes Mädchen und ein ganz tolles Lied. Übrigens, sie schreibt, soviel ich weiß, die meisten Lieder selber, komponiert sie auch und ist auch anscheinend auch mal so für einen Grammy nominiert worden, oder? Das habe ich auch gehört, genau. Ja. Genau. Also wer das googeln kann oder in YouTube nachschauen unter Jamie Grace, so wie ich es ausspreche, wird sicherlich überrascht sein über dieses junge Talent, das wirklich sehr, sehr die Leute und die Herzen anspricht. Okay, Andy, wir haben noch ein paar Augenblicke Zeit. Ja, die Zeit geht so schnell dahin. Wir haben noch 5 Minuten. Übrigens, wenn Sie jetzt gerade zugeschaltet haben, dann haben Sie die letzten 5 Minuten von einer tollen Sendung, die sich Salzbrezen nennt. Und jeden Montag um 18 Uhr findet diese Sendung statt. Und ich habe die Gelegenheit, jeden ersten Montag im Monat die Sendung zu moderieren. Dann an den anderen Montagen sind Freunde von den anderen Kirchen und Gemeinschaften, die diese Sendung gestalten. Also sie sind immer wieder sehr, sehr verschieden, je nachdem, wer das macht. Also ich bin immer wieder jeden ersten Montag im Monat dran und freue mich dazu auch schon. Ja, übrigens, Sie haben auch die Gelegenheit, jeden Sonntag, Sie brauchen nicht auf Montag zu warten, zu irgendeiner Gemeinde oder Kirche zu gehen, um dort auch Gottes Wort zu hören. Ich bin ganz sicher, wenn Sie da mit aufmerksamen und offenem Herzen hinhören,
Da werden Sie, um es fromm auszudrücken, gesegnet werden. Das wünsche ich Ihnen auch von ganzem Herzen. Andi, erzähl uns noch ein bisschen was über deine Familie. Du hast ja auch Familie, hast du vorher angetippt. Da wollen wir auch noch ein paar Takte davon hören. Genau, Gott hat mir eine wunderbare Frau geschenkt, sind mittlerweile 15 Jahre verheiratet. Wow, schaust gar nicht so aus. Ja, ich bin noch recht jung. Ja, schaust nicht so aus. Nein, wir haben tatsächlich sehr jung geheiratet. Meine Frau war gerade mal 19 und ich war 21 Jahre alt. Und wir haben dann uns gleich mal früh Kinder gewünscht und haben dann ein Mädchen gekriegt, das was eine fantastische Sache ist, Vater zu werden. Ja. Und der Sohn hat dann auch noch 1,5 Jahre auf sich warten lassen und mittlerweile sind sie 13 und 11, bald 12 Jahre alt. Und ich muss sagen, unsere Familie ist wirklich auch eine tolle Sache, in der ich mich sehr, sehr wohlfühlen kann. Ja, stell dir vor, überlege mal, in den nächsten Jahrzehnten könntest du schon Großvater werden. Ja, und ich freue mich drauf. Das ist schön. Also Okay. ich liebe Familie und ich liebe meine Kinder vor allem. Wir haben gerade einen Zuwachs gekriegt, nicht, dass wir wieder ein Kind gekriegt haben, aber wir haben einen Hund gekriegt, Hey. was uns auch sehr freut. Ja, es ist ein spezieller medizinischer Begleithund für meinen Sohn, der an Diabetes leidet. Und der ist gerade seit einer Woche da und wir haben Riesenfreude, Na schön. diese Umstellung gemeinsam zu erleben, Gassi gehen zu den unmöglichsten Zeiten. Ja, wow. Ist ganz spannend. Wie alt ist er jetzt, der Hund? Also der wird am 10. April wird er 1 Jahr alt. Also noch ein recht spritziges Tier. Ja, Genau. ja. Ja, das erinnert mich an eine meiner Töchter, die der Wiener, die hat auch, jetzt hat sie 2 Hunde zurzeit. Und auch ein kleines, junges Welpchen. Und naja, das wird auch ganz spannend. Ja, wir hören uns noch ein paar Takte an von der letzten Spur. Das klingt hier ganz hart. Here we go. I can get no breath. This pain is everywhere. It's coming closer and closer, overtaking my life. And if I close my eyes, I see my soul that cries. I'm falling deeper and deeper, slowly fading away. And if I close my eyes, I see my soul that cries. I'm falling deeper and deeper, slowly fading away. Can't move. Stop, baby, stop, baby. Get on this. Stop, baby, stop, baby. Stop, baby, stop, baby. Get on this. Stop, baby, stop, baby. Wow, das ist eine harte Nummer von der Gruppe GWF, Love Radiator heißt sie, und sie sind Engländer wahrscheinlich, nehme ich an. Good Weather Forecast sind Deutsche. Aber Die haben mich vor kurzem eingeladen, nach Wien zu kommen, eben um ihre CD vorzustellen und haben sich auch gewünscht, dass wir miteinander was machen. Und dabei habe ich allerdings Warum Lila kennengelernt und freue mich über beide Kontakte. Diese Nummer heißt auch Stop Babe. Und das müssen wir jetzt auch leider, gell? Alles klar. Ja, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Mithören und dir danke, Andy, dass du gekommen bist. Vielleicht können wir das noch einmal fortsetzen, ein bisschen mehr in die Tiefe gehen oder noch tiefer. Würde mich sehr freuen. Okay, mich auch. Und ich glaube, Moment, jetzt muss ich die richtigen Hebeln hier betätigen, damit wir hier ausklinken. Okay, ich wünsche allen noch einen schönen, guten Abend. Vor allem wünsche ich Gottes Segen und Schutz und Bewahrung für Sie. Schön, dass Sie dabei waren. Ciao. Sie hörten einen Beitrag aus der Reihe Salzbrezen. Die Salzbrezen hören Sie jeden Montag von 18 bis 18:30 Uhr im freien Radio Salzkammergut.